Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, ich komme gerade frisch aus dem Stadion. Ja, Saisonauftakt schon mal richtig gut in den Sand gesetzt, muss ich an der Stelle sagen. Und schöne Grüße an den HSV-Fan, der hier heute reichlich kommentiert hat, dass ich nicht so, wieso ich so über Baumgart rede, dass der HSV gewinnen wird, ist geschehen. Und du hast recht gehabt, so. Und an der Stelle bin ich dann auch damit durch, überhaupt nochmal was über Steffen Baumgart zu sagen. Wir sind durch mit dem Thema. Thema zu. Er hat uns Blutwurst gegeben. Heute hat er uns Blutwurst gegeben. Ich will ja nicht sagen, dass wir komplett scheiße gespielt haben. Wisst ihr, ihr könnt die ganzen Analysen bei den anderen Kollegen euch anhören. Habe auch nicht die Möglichkeit, mir das nochmal anzusehen. Ich war ja in der Fankurve, da beschäftigt man sich mehr mit dem Supporten. Auch wenn da relativ schnell bei den meisten ein bisschen so die Euphorie und die Lust verflogen ist. Nicht gerade etwas, wofür die Südkurve bekannt ist. Man supportet eigentlich bei uns durchgehend. Kann ich aber nachvollziehen. Auch mir ist relativ schnell heute die Lust vergangen, obwohl es alles so schön anfing. Ja? Ich habe ja auch von vornherein gesagt, ich erwarte keinen Sieg. Ich habe zwar einen Sieg getippt, aber ich dachte, der schlimmstmögliche Fall wäre ein Unentschieden. Wir müssen es wieder in den Sand setzen. Wir müssen einfach genauso spielen wie vorher, nur mit ein bisschen anderen Ansätzen, ein bisschen mehr durch die Mitte. Pierre von Köln in Zeit hat es ja schon gesagt, Flanken total im Nirvana gelandet. Und unser lieber Jan Thielmann ist definitiv kein Rechtsaußen. Das durften wir heute komplett feststellen. Ich meine, Linden Meidner, super Sache, was er da gemacht hat. Und dann trifft auch noch Königsdörfer. Über den die ganzen HSV-Fans geschrieben haben, von wegen, ja, der ist ja jetzt, wo wir Glatzel nicht haben, in diesem Spiel, dann wird es wahrscheinlich sehr schwer für uns. Der Königsdörfer gehört nicht gerade zu den absoluten Torjägern. Ja, habt ihr uns perfekt gescammt. Ja, was soll ich großartig sagen? Ich bin so dermaßen abgefuckt. Vor allen Dingen, weil ich auch noch gegen solche kleinen Miniteams wie Elversberg eine Niederlage erwarte. Wir nehmen solche Teams meistens auch nicht so besonders ernst. Na? Ich fand irgendwie dieser Hosenscheißer Fußball, der hat sich heute auch wieder übertragen. Und ich habe auch schon sehr oft von einigen Leuten gehört, ich weiß noch nicht, ob ich diese Meinung teile. Von wegen, Obig hätte sich nicht besonders gut gemacht. Ja, ein Patzer direkt beim ersten Gegentor. Ja, mir hat auch nicht gefallen, dass er so oft außerhalb seines Strafraums sich aufgehalten hat. Klar, heutzutage spielende Torhüter sind so quasi die neue Version des Liberos. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht doch besser gewesen wäre, auf Marvin Schwäbe zu setzen, auch wenn er nach wie vor Wechselgedanken hat. Ja. Und nochmal was in eigener Sache, es ist mir scheißegal, wer jetzt sagt, was bist du für ein Vorbild, du rauchst dir eine und so weiter, hier gucken vielleicht Kinder zu. Jedes meiner Videos ist als nicht für Kinder geeignet deklariert. Zwar nicht mit einer Altersbeschränkung, aber ich klicke das extra an, dass es nicht für Kinder geeignet ist. Ja, ebenfalls kommen wir mal zu ein paar Sachen außerhalb des Platzes. Es gab heute Choreo, wie immer. Wenn wir Choreo haben, dann verlieren wir in letzter Zeit ständig. Es ist so richtig so, als ob das die Spieler unter einen viel zu großen Druck setzt. Ach du Scheiße, sieh, wie die aufgefahren haben. Oh mein Gott, was soll ich nur machen? Komm drauf klar, du bist Profifußballer, verdammte Scheiße. Komm drauf klar, verdammt normal, du bist Profifußballer. Es ist... Das gibt mir nicht in den Kopf. Jedenfalls, was auch abgemacht war zwischen beiden Kurven, also auch der Gästekurve, war, dass man sich heute beim Support komplett auf die eigene Mannschaft beschränkt und auch keinen Anti-Support gegenüber den Gegner bringt. Denn auf unserer Seite wie auch auf der Seite des HSVs sind sind 3 Fanlegenden, 2 bei uns, eine bei denen gestorben. Das war Popeye, Präsident von den Südstadt Boys, wie auch Ralf,
genannt Flocke von North 99. Oder auf der HSV-Seite Julian Meyer. Die sind vor kurzem während der Sommerpause gestorben und da gab es auch eine Schweigeminute. In der Nord war die Vorgabe, dass möglichst alle in Schwarz kommen sollten. Habe ich jetzt von Weitem so nicht erkennen können. Ja, und wie gesagt, der Support in der Süd, der war auf jeden Fall, wie soll ich sagen, man hat sich Mühe gegeben, die Mannschaft möglichst gut nach vorne zu treiben. Aber es hat nicht gelingen sollen. Keine Ahnung. Ich fand uns einfach so hilflos und einfallslos. Und das, dieser HSV-Fan, der hier kommentiert hat, ja, der hat recht. Du hast recht. Ja, komm. Du hast recht gehabt. Du hast recht gehabt mit deiner. Von mir aus hast du recht gehabt mit deiner Baumgart-Aussage. Von mir aus hast du recht gehabt mit deiner Prognose mit dem 2-1. Hast du auch recht gehabt. War zwar nicht Davy Selke, der getroffen hat. Der kam ganz, ganz am Schluss erst rein. Aber mit dem Ergebnis hast du recht gehabt. So. Und ich werde jetzt ganz, ganz kleine Brötchen backen. Ich werde jetzt richtig, richtig kleine Brötchen backen. HSV, sage ich mal so, die haben uns zwar nicht an die Wand gespielt. Gab auch einige, die gesagt haben, für jemanden, der sich Aufstiegskandidat nennt, war doch relativ dürftig. Aber manchmal kommt es auch darauf an, ob du einen Lauf hast. Ob du solche Sachen einfach mitnimmst. Und deswegen bin ich jetzt überzeugt, der HSV steigt auf und wir definitiv nicht. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube jetzt schon nicht mehr dran. Ich glaube auch nicht, dass wir irgendwie in die 3. Liga absteigen. Aber ja, das wird eine sehr, sehr schwere Saison. Wird eine sehr schwere Saison. Ich wäre schon zufrieden, wenn wir zumindest mal irgendwie in unmittelbarer Nähe eines ordentlichen Tabellenplatzes kommen. Aber ich befürchte, wie soll ich das sagen, dass das ein bisschen auch auf die Moral gedrückt hat. Aber das Ding ist, Leute, ich hätte es eher erwartet, gegen den schwereren Gegner, dass wir da irgendwie einen Punkt mitnehmen und gegen den Gegner, den wir wahrscheinlich wieder unterschätzen werden. Das ist jetzt nicht vom Rauchen, dieses Gekratze, ne? Das ist hier ich war am Supporten heute, also deswegen das ganze Räuspern gerade. Und wie gesagt, ich komme live aus dem Stadion. Ja. Jetzt habe ich auch den Faden verloren. Ach, ich will eigentlich gar nicht mehr darüber reden. Aber ein After-Match-Talk habe ich angekündigt. Wird es auch in Zukunft so geben. Ja. Aber es fällt mir richtig schwer, das hier aufzunehmen. Ich will eigentlich ins Bett gehen. Ich will eigentlich irgendwie YouTube chillen und was weiß ich und nicht YouTube aufnehmen, sage ich euch ganz ehrlich. Echt, ey. Ja, ich wollte sagen, gegen den schweren Gegner hätte ich erwartet, dass wir noch ein ordentliches Pünktchen zumindest mitnehmen. Und gegen den vermeintlich leichteren Gegner, Elversberg, dass wir da eher verlieren. Ich befürchte jetzt 2 Niederlagen hintereinander. Aber zum Spieltagstipp kommen wir, wenn ich mich im Laufe der Woche ein bisschen mehr mit den Gegnern auseinandergesetzt habe. Nächstes Video kommt dann nächste Woche Freitag erst raus. Bis dahin hört ihr erstmal nichts von mir. Ja, wie schon angekündigt, morgen bin ich bei der U21. Da habe ich jetzt nicht vor, Berichte zu machen, weil das verfolge ich nicht so intensiv wie die Profis. Registriere die Ergebnisse, aber habe nicht so viele Möglichkeiten, mir das nochmal im Nachhinein anzusehen. Obwohl, glaube ich, gibt es ein paar Nachberichte, aber kommt. Ich habe nicht so viel Zeit für so viel Content. Ich bemühe mich zwar, aber gut. Ach Gott, ey. Gott, ey, dieses Video ist echt nur einfach, weil ihr wahrscheinlich von mir erwartet habt, dass ich so ein Video aufnehme. Also ihr, die ihr so cool wart und mir zu folgen, vielen, vielen Dank. Es geht auf jeden Fall weiter. Auch wenn ich mich selber als den Unglücksraben sehe. Als denjenigen, der dieser Mannschaft irgendwie Pech bringt, keine Ahnung. Ey. Am liebsten würde ich gar nicht mehr kommen, aber nicht, weil ich keinen Bock habe, das zu gucken, sondern weil ich irgendwie befürchten habe, dass ich irgendwie ein Fehler in der Matrix bin, der denen Unglück bringt. Wann erlebe ich es denn endlich mal, dass wir wieder eine Siegesserie haben? Wann erlebe ich es mal wieder, dass wir... Ich hatte gedacht, komm, jetzt in der 2. Liga, weißt du, deswegen war ich euphorisch, nicht weil ich dann dachte, wir steigen auf, aber ich dachte einfach, jetzt erlebst du wieder mehr Siege, jetzt ist das Niveau geringer. Ja, Kuratz ist das geringer. Und ja, ich flug gerade auf meiner Sprache, by the way. Echt, ey. Saisonauftakt komplett in den Sand gesetzt. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir irgendwie Freitagabend spielen und Choreo haben, dann brauchen wir die Mannschaft gar nicht aufs Feld zu schicken. Da scheißen die sich sowieso in die Hose. Naja.
boah, keine Ahnung. Also, ich bin richtig bedient. Die ganzen Analysen könnt ihr bei Taubi und bei Pierre gucken. Bei Fabio auch gegebenenfalls. Ja, und das war's dann auch für heute. Ich gehe jetzt pennen. Morgen früh dann rechtzeitig aufstehen, dann zu 21 gehen und mich am Montag von meinen Arbeitskollegen, die dann halt keine FC-Fans sind, ordentlich auslachen lassen. Mann, danke FC, geiles Wochenende, muss ich schon sagen. Naja, kann vielleicht noch morgen mit dem Trostpflaster U21 gerettet werden, gucken wir mal. Werd ein bisschen Auge auf Potočnik und auf Hatschaui werfen, wenn die beiden spielen sollten. Das werde ich dann vielleicht am Freitag nochmal mit einbinden. Ja, und von daher, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen, denn wir wollen uns auch wiedersehen.